Wie soll man bloß den Donnerschild bekommen? Hier bei, was heißt Donnerschild, ja. Wie soll man bloß den mächtigen Schild bekommen von dem Typen, der Runde gerade abgehauen ist? Hier bei Echoes oder Valencia, ohne dass halt Slade besiegt wird, weil wenn Slade besiegt wird, haut der andere ab. Ich habe einen Plan, und zwar ist mein Plan eigentlich so, als ich bereits jetzt ein paar erzählt habe. Und ja, wir können gespannt sein. Das heißt, eigentlich ist die Situation hier perfekt so. Ihr müsst hier leider ausharren, da ist sich leider nicht anders zu ändern. Währenddessen bleiben die mal so, wie sie sind. Da ist gar nicht mal so übel. Ich lasse auch das mit Lucas und so. Mit der theoretischen Option, ihn noch näher runterzuholen. Mit Alma noch niederstrecken kann und so wieder zum Heilen, etc. was ich bereits vorhin schon gemacht habe. Und, yo! Ja, er ist halt... Dieser ist halt echt stark, hä? Also... Wie bereits erwähnt, es gibt Mittel und Wege, ihn platt zu kriegen. Und ich hoffe, die Mittel und Wege, die ich mir so überlegt habe, die funktionieren auch. So, Feuer trifft er garantiert. Donner. Das macht beides den gleichen Schaden, von dem her kann ich ruhig Donner einsetzen. Und ja, man könnte ja auch mal critten, ne? So zwischendurch wäre gar nicht mal so doof. Mhm. Ja, es macht auch Schaden, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Ich muss leider so rangehen. Auch wenn es mir persönlich nicht gefällt. Ich denke echt, die größten Vorteile dürften hier Cliff und auch unser Gray sein. Bei Gray ist natürlich das Spezielle dran, muss man so erwähnen. Gray hat ja das Blitzschwert. Der Blitz, noch ein bisschen mit trainiere, bekommt es noch eine Fähigkeit, mit der ich offenbar seine Verteidigung ein bisschen umgehen kann. Wenn es nur, ja, ist nur ein bisschen. Aber ist trotzdem relativ cool und deswegen, yo. Mal schauen, wa? Das ist auch krass, ey. Dass Donnerschlag gar nicht mehr Schaden macht. Ja, wegen zweimal. So, wenn es einer von denen mal noch kritten würde, wäre natürlich umso glücklicher. Ansonsten heißt eigentlich echt so ausharren und warten, bis er halt down ist. Ja, es ist doof, aber was willst du anders machen? Geht nicht anders. Was ihr machen könnt, wäre hier noch austauschen, Silk und so, aber Faye ist eigentlich schon stark. Vor allem ist sie schnell. Leck mich am Arsch. Statt Hütern war, können sie natürlich angreifen. Aber also noch einen Fehler gemacht, weil ich übersehen habe, dass Slade jetzt auch rankommt. Nee, ich glaube noch nicht. Ich mach mal so, weil der kann sowieso nichts. Deswegen passt das eigentlich perfekt. Dann würde ich Python aber doch hier halt gerne noch... Ach, scheiße. Darf ich jetzt momentan nicht, weil sonst kommt der andere Typ näher. Ich wollte eigentlich angreifen mit Fee, versteht ihr? Deswegen war jetzt da so meine Intention. Ja, ein Crit wäre mal cool, Leute. Dankeschön, da kommt es auch schon, macht immerhin 3 Schaden mehr. Also sparen uns auch ein bisschen mehr Zeit. Doppelter Crit, das sieht man selten.
Immerhin schon mal auf 32 runter. Sehr gut, sehr gut. Dann noch ein bisschen Blitzschwerten. 30 von insgesamt 47. Ja, es wird sich halt leider hinziehen. Mein Gott, ich kann auch nicht zaubern. Auch wenn ich es gerne würde. Oh, ich sehe gerade. Ob jetzt Fee oder Silk angreift, spielt es keine große Rolle. Aha, wegen Glück vielleicht. Ja, wegen mehr Criten. Weil da wäre eventuell eine Option, die man sich überlegen könnte. Allow me. Forgive me. It had to be done. Tja. Müssen wir halt gucken, wie ich's mache. Du. So, ganz sagen, kann er mal bitte aufhören, mich stehen zu treffen. Python ist gleich erledigt. Jetzt kommt er doch schon. Scheiße. Ach nein, nicht schon wieder. Ich habe keinen Bock darauf, dass ich das Ganze nochmal mache oder ständig nochmal machen muss. Was natürlich Cliff schon drin war. Weil jetzt den besiegt hat, war er plötzlich im Radius drin. Okay, stellen wir mal die Zeit zurück. Der kommt trotzdem relativ weit. Dann packe ich ihn mal hier runter. Das gibt's und dann kommt Slay hier hin. Nein! Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Oh, leck mich doch, hey. Ja, so dauert sonst lange hier. So, das Leder ist natürlich jetzt ziemlich angeschlagen, vielleicht haut er jetzt wieder ab, er hat das schon ein paar Mal gemacht. Ich stelle einfach mal allen hier hin und, keine Ahnung, ich hoffe jetzt mal das Beste. Python. Da müssen wir doch erstmal den noch Plan machen. Wieso müsst ihr eigentlich ständig daneben treffen? Was ist eigentlich los mit euch Magiern? Alter, ich bin echt ein bisschen angepisst, Leute. Ich kann einfach nicht sein, dass ich ständig daneben treffe. Toll, jetzt macht ein Creed natürlich. Ja, sonst eine Variante wäre, ich trainiere da halt ihn noch Level 7, damit er ein Sniper wird, oder Scharfschütze, entwickle ihn und mache das Kapitel nochmal, auch wenn es halt länger dauern wird, aber ohne Animation halt, weiß jetzt, wie ich hier durchkomme und so. Damit zumindest der Punkt schnell abgehandelt wird. Weil ja, nein! Das ist natürlich schön, ne? Schweifschuss, dass du jetzt den hast und so, aber das war jetzt eigentlich nicht geplant. Weh, du haust nicht ab, Alter. Gute Haut ab, Gott sei Dank. So, wir sind aber immer noch, wo wir hier irgendwo im Feld drin wären. Geschwindigkeit, so, er geht jetzt da extra runter. Vergessen, er macht so viel Schaden, kann eigentlich quitten. Könnte theoretisch. Okay, jetzt wird es doch mal Zeit, ihn zu heilen, muss mal sein. Das heißt, Alm nutzt seine Fähigkeit. Damit er nicht getroffen wird.
Aber irgendwie die Fähigkeit. Ja, ein Schwachpunkt. Vielleicht crittet er sogar noch. Ja, aber immerhin bald ein Sniper. Aber zumindest das noch war so. Weiß er schon, er macht nur einmal, weil nur einmal treffe, logischerweise. So, man sieht, es geht voran, wenn auch nur schleppend, aber es geht. Bis halt jetzt da abhaut. Und das ist, wir können uns denken, natürlich vollkommen scheiße. I can handle it. Okay Leute, kann ich vergessen, ich kriege nichts. Das Problem ist, ich könnte natürlich noch alles Mögliche irgendwie versuchen, in irgendeine Ecke zu treiben und so und dort festzusetzen. Das Problem ist, er kommt nicht weit genug raus. Das ist das Problem. Seht ihr, das heißt, er greift nur an, wenn ich hier bin. Weiter greift nicht an. Wenn ich mich da halt weiter zurückziehe, ja, dann kommt der andere dafür. Kannst du nochmal versuchen, aber ich glaube, den Draco-Schild kriege ich nicht mehr. Ich habe keinen Dieb dabei und so. Oh, ich meine, klar, wenn man halt einen Shield hätte, einen Draco-Schild, ich meine 13 plus und so, das ist natürlich eine Imba-Waffe. Muss man gar nicht groß darüber nachdenken. Oder diskutieren, die Waffe wäre einfach nur übelst mächtig. Und damit natürlich wir auch. Aber dass ein Spiel sowas voraussetzt, nicht. Der da halt offscreen trainieren müsste, jetzt hier sogar mit ihm noch Scharfschütze machen, weiterentwickeln müsste, damit es klappt, da finde ich natürlich schon sehr, sehr, sehr fragwürdig. So, ein weiterer Down. Ja, der haltet es einfach hier, weil er feuert fröhlich ist und so. Okay, ist man zu doof. Was natürlich jetzt hier noch machen können, weil weiter zurückgehen heilen kann er sich nicht mehr. Das sind quasi hier packen. Weil es ist ja mehr oder weniger die gleiche Ausgangsposition. Und ja, rein theoretisch müsste man natürlich auch hier angreifen können. Aber ob es viel bringt, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Jetzt zwar nicht voll geheilt, aber es ist leider nahe dran. Nein. Ach so ist er, stimmt. Entschuldigung, mein Fehler. Mein Creep plus 1, wa? Toll. So Creep plus 1 und so. Ach, doch noch, fällt mir gerade auf. Natürlich ein weiterer Schütze und so, insofern. Durchaus praktisch. Ja, ich meine, ein paar Minuten haben wir noch. Wir können es natürlich schnell mal noch durchtesten, ob das überhaupt so klappen würde, ihn hier festzusetzen und anzugreifen. Und ob das, was ich hier vorhabe, vergebene Liebesmühe ist. Wäre ja auch eine Idee. So. Weil wo wir dort nachher hin war, er ist eigentlich hier eingekesselt. Wenn ich es hier eigentlich schaffe, ihm Platz zu machen, behaupte ich jetzt zumindest mal, habe ich es geschafft. Okay, nochmal angreifen, ist gar kein Problem.
Und der Rest, ja, müssen halt noch ausharren. Ausharren, abwarten. Leider Gottes. Wow. 209 muss ein neuer Rekord sein. Ein Crit wäre mal ganz geil. Ich kann einfach immer nur einen Schaden machen. Immerhin wieder mal über die Hälfte runter. Ist ja auch nicht schlecht, wa? Solange ich treffe, natürlich noch umso besser. So. 20 runter. Sehr gut. Noch 3-4 Runden, schätze ich jetzt mal. Die mal quitten so ab und zu, wäre auch eine Option, wa? Ja, so geht es natürlich nicht. So wischt er ihn vielleicht da oben, aber was bringt's? So, wir machen es trotzdem mal platt. I can handle it. Da Eisweise Magie erholen. Ich warte jetzt mal, was der andere macht. Weil du auf das Lady so oder so nicht killen. Jetzt müssen wir mit Tobin und so ein bisschen näher ran und... Haha. Okay, er kommt wieder. Soweit würde der Plan schon mal aufgehen. Natürlich ist er geheilt und so, aber kriegen wir schon eh wieder runter. Ja, so natürlich nicht, Gray. Mann! Hier wäre es mit Critten. So. Ich glaube, es könnte der letzte Versuch sein, bevor wir sehen, ob die Taktik aufgeht, weil er jetzt nur wieder abhaut und dafür das Led nach vorne schickt. Dann sehe ich nicht ein, wie ich ihn besiegen soll. Da geht es mit dem aktuellen Team nicht, hätte ich da echt ihn noch zum Scharfschützen entwickeln sollen. Eventuell die Chance größer gewesen, dass er noch quitten würde und so, aber sonst sehe ich nicht, wie das möglich sein soll. Ich habe keinen Dieb, um das Item zu klauen, aber natürlich auch umso gerne hätte. So, 15. Habe ihm noch genug Power, okay. Haut jetzt ab. Ja. Das Problem bei diesem Fire Emblem Spiel ist, du kannst den eigenen Charakteren nicht die Waffe wegnehmen, ne? Weil sie nehmen irgendwie ihre Standardwaffe. Wenn das kein Item-Ausrüster haben und so, da heißt, angreifen tun sie immer. Und ich kann auch nicht irgendwie Slate festsetzen und nicht allen die Items klaue. Wenn es irgendwie gehen würde, also auch hier jetzt wieder, mit Slate ist geht auch ein bisschen scheiße. Er müsste eigentlich wieder abhauen, wa? Und da müssen wir dann angreifen. Näher kommt nicht. Und was mache ich jetzt? War nochmal kurz. Was bringt nichts, versteht? Jetzt ist natürlich Slate hier oben. Jetzt war der, bis er geheilt hat. Und bis ich ihn runterkriege, kriege ich ihn eh nicht schnell genug runter. Kann ich vergessen. So. Ja, so vor allem nicht. Die einzige Chance, die ich jetzt noch hätte, ist abzuwarten, bis das Blitzschwert voll aufgeladen ist. Fehlt sowieso nicht mehr viel, sehe ich gerade. Abzuwarten, ob die Fähigkeit, die er dann kriegt, ob die was bringt. So oder so, Freunde, das wird der letzte Part von diesem Kapitel sein. Also nicht von diesem Part, muss man so sagen. Egal wie lange es dauert.
Oder halt einfach noch alles ein bisschen ausreizen, so wenn es halt nicht mehr geht, dann geht's nicht mehr. Blitzschwert ist noch nicht ganz voll, das fehlt ihm noch ein bisschen. Ich weiß, es ist im Prinzip auch ein Training, was ich hier mache und so, wollte ich gar nicht machen, aber ich will diesen verdammten Draco-Schild haben. Ich habe schon die ganze Zeit so im Hinterkopf noch, was gäbe es für eine andere Möglichkeit, aber mir fällt kein ein. Ich muss den Baron besiegen, sonst sehe ich da ziemlich schwarz. Ich weiß, er haut erst, wenn er nur 20 ist, weil man kann natürlich auch immer nur mit Grey angreifen. Bis das Blitzschwert nächste Fähigkeit lernt und so. Wäre natürlich auch eine Option. Die Taktik funktioniert natürlich eine andere Frage. Ich mache jetzt mal so, weil er haltet sowieso wieder. Und haut er ab, super. Gut, vergessen wir es, Leute. Es ist mir zu doof, ganz ehrlich. Es ist zu doof. Natürlich will ich einen Draco-Schild haben. Eventuell würde es gehen, wenn wir mit dem, wie bereits erwähnt, das Donnerschwert soll eine dritte Fähigkeit haben. Etwas, womit ich bei ihm jedes Mal 10 Schaden mache. Offenbar fixer Schaden, so ähnlich wie Drachenwut bei Pokémon und so. Wäre eine Option. Aber das mache ich jetzt nicht nochmal, das ist mir zu doof, ganz ehrlich. Wenn das Spiel nicht will, einen Draco-Schild kriegen, kriege ich ihn halt nicht fertig. So. Vorbei, ich habe keinen Verlust gehabt, außer meine Nerven. That was a little too close. Cliff war ziemlich stark. Pathetic. The Chancellor is all talk. What shall we do now, my lord? We cannot hold the castle with my detachment alone. We must retreat. Fernand, you stay with me. We'll join up with our main force in the forest. Yes, my lord. You have made an impression, Home. Yes, you have. Danke. Desai's forces are retreating. You mean we won? Yes, Alm, we won. Sophia Castle can finally return to the hands of her own people. We really did it. We did it. We freed Sophia! The boy from Ram shall kiss my hand and thank me for securing this victory. A jest only, I assure you. You were wonderful, Alm. This victory proves you have what it takes to lead us. This victory wasn't mine alone. I share this glory with all of you. Sure, but hold on a second before we start throwing roses around. Desai and Slade both got away, remember? Tobin, you sure know how to take a squat on someone's big moment. Forget who got away. There's still plenty of reason to celebrate. Gray is correct. True, it is deeply regrettable those two snakes managed to elude us. But regardless, we have retaken the castle, the symbol of her kingdom. Was this not the Deliverance's primary goal? Indeed, it was. I know this war will continue as long as the Empire desires Sophia. But this victory is a sweet chalice. And right now, we should drink deep. Clive couldn't have said it better. We fought for this. We earned it. Now let's take a moment to enjoy it. So then, shall we go inside? Our friends in the castle will be most eager to meet their deliverer. Deliverer? Come on, you make me sound like some kind of hero or something. Hey, wait! Aber mein Draco-Schild, ich wollte ihn unbedingt. Ein Held Sophias und Schloss. Wo ist mein Draco-Schild? Er ist weg. Das Mittelding vieler Schlachten. Leck mich am Arsch. Mein Schild ist weg. Was soll's. Da gibt's noch mehr Schilde, vielleicht auch nicht, ist ja scheißegal. So, Freunde, ja, wir können Schloss Sophia betreten, aber natürlich, aha. Natürlich ist der Akt noch nicht vorbei, war, weil, natürlich Übergang vielleicht zum nächsten Akt und so direkt. Das heißt, ich hätte noch genug Zeit, nochmal kurz auf den
Bin ich doof? Da habe hier oben noch einen. Wir gehen mal durch das versteckte Freien und entwickeln da ganz kurz Einheiten. Weil ich denke, das haben sie so verdient. Natürlich Clive nicht mehr trainiert, war. Da habe ich am ersten Durchgang halt trainiert. Also trainiert, er hat Level 7 erreicht, jetzt halt nicht mehr. Mein Gott! Wir werden noch andere Gelegenheiten bekommen, um ihn zu entwickeln. So, ich kann doch nicht reden, aber habe jetzt keinen Bock drauf. Wir wollen eigentlich relativ schnell durch und so, deswegen Mila. Neue Klasse. Tobin, du hast die verdient. Du warst einsame Spitze. Du bist ein Scharfschütze, das ist mehr Bewegung. Erfahrener Bogenschütze, Experte im Fernkampf. Natürlich jetzt generell eine Bogenreichweite von 2. Plus 2. Eisenbogen und Stahlbogen ergeben, aber ja. Nee, so oder so, Leute. Ich glaube nicht, dass er jetzt da gegen den Baron als Scharfschütze eine Chance gehabt hätte. Oder auch als Scharfschütze. Ja, schon wegen der Fähigkeiten hätte mehr quitten müssen und so. Und so, wenn ich euch einen Tipp geben darf, und das Spiel auch im Zocken seid und so, achtet darauf, dass es ähnlich macht wie ich, dass er im Prinzip den Baron einsperrt, am besten mit Lucas oder mit allem, wenn er ein Schild trägt. Auf einmal mit jemandem, der relativ viel Verteidigung hat, Blue Shield drauf und dann guckt, dass derjenige, der das Donnerschwert hält, das ja, so trainiert, naja, danke Tobin, so trainiert, dass er halt alle Fähigkeiten erlernt hat. Bei mir fehlt jetzt noch eine. Da ist jetzt Cliff Grey meine, der ist noch dran. Ihr seht zum Blitzschwert, der unterhalb der Leiste ist noch nicht ganz voll. Die dritte Fähigkeit fehlt noch und mit der soll es ja angeblich möglich sein, jedem Gegner, oder zumindest dem Baron jetzt in dem Falle, 10 Schaden abzuziehen. Vermutlich ist es, wie gesagt, so ein fixer Schaden und damit wäre es natürlich trotzdem schwierig gewesen, aber wenn dann Grey, wenn noch genug Verteidigung gehabt hätte, ich die Fähigkeit hätte spawnen können. Hätte natürlich nach vorne setzen müssen, vielleicht sogar noch für 1, 2 Züge hätte ich Slade einsperren können. Oder festsetzen können, wäre es natürlich auch möglich gewesen, war? Irgendwo in der oberen Ecke oder so. Aber ich glaube sowieso, es ist ziemlich schwierig, den Baron ein Shield abzunehmen. Aber ja, vielleicht hat jemand ja eine bessere Idee als ich und so und deswegen, ja. Die Gespräche stimmt ja, da fehlen auch noch. Gut, Freunde, dann sage ich mal vielen Dank hier fürs Zusehen. Ich gehe direkt wieder zurück. Ich war nochmal außer des Dungeons ab. Jetzt haben wir immerhin einen Myrmidonen, weiß doch jetzt der gute Grey. Plus einen Scharfschützen. Die Einzelnen sind noch cool drauf. Alm ist natürlich auch relativ stark. Luke ist bald zum General werden oder Baron. Vielleicht ist die Klasse wie der alte. Wie der alte Typi. Und dann nächster Part vermutlich noch Schloss ein bisschen begutachten. Und noch ein bisschen Zeremonie und so. Und dann hoffentlich weiter geht's zu Akt Nummer 2, der hoffentlich nicht so lange dauert wie Akt Nummer 1. Weil das dauert jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu lange. Naja, wir werden es sehen. Oh, was vergessen. Animation wieder ein. So, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao zusammen.